Herr Clement, du Wort. Herr Präsident, so in der CSV merci, dass Sie den Teletravail haut in der Form von einer Aktualitätsstunde nach einer an Diskussion bringt. Du gesagt, in der Thema Digitalisierung auch an der größten Volkspartei vom Land gekommen ist. Wenn man gegen Rednerzeiten nur die Parteien abdelen, die sich am intensivsten erschöpfen, am jeweiligen Thema aus dem Nähe gesagt haben, dann hätten Piratenhaut wohl direkt nur der CSV geschwärzt, weil mir Piraten stehen zu langem. Hat der Idee vom Teletravail an der Digitalisierung insgesamt. Der wir nicht vergessen, wir sind als Partei von der Digitalisierung gegründet gehen. Die Corona-Krise wird gewiesen, denn Teletravail ist keine Zukunftsmusik mehr als eine Rekordzeit zu der Regel gehen. Das auch an Betrieber, die dem Homeoffice bisweilen skeptisch gegen die Verstungen. Neben steuerlichen Aspekten für die Frontalien an dem Droit à la Déconnexion stellen auch Cyberattacken den Teletravail nach wie vor auf Prüf. Gefahr von DOS-Attacken als während der Krise massiv abgegangen und Hacker profitieren von geschwächten IT-Infrastrukturen, für die Systeme anzuschließen und wertvolle Informationen aufzuzappen. Das wird konfirmiert von einer rezenten Publikation von Europol, die für Ransomware an DDoS-Attacken warnen. Desto mehr Leute von daheim aus schaffen, desto mehr groß ist die Gefahr von so Attacken, die am schlimmsten Fall den kompletten Betrieb lähmen können. Auch kritische Infrastruktur wie Spitäler sind von so Cyberattacken nicht verschont. Ein grosser IT-Sicherheitsfirma schwätzt an einem vor kurzem publizierten trimestriellen Rapport von einer alarmierenden Menace. Durch die Covid-19-Krise wird sich das Menace dann noch verändert. Dadurch, dass immer mehr Leute von daheim aus arbeiten, liegt der Schwerpunkt immer mehr auf virtuelle private Resoen, die von vielen Standorten aus zu erreichen sind, die von außen erreichbar sind, da wo freier Tonnen am Vor von einer Societät gehalten werden, sind sie bemol mit open. Das ist natürlich eine optimale Kondition für DDoS-Attacken, die das Netzwerk gezielt überlasten, an das System zum Abbruch bringen können. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man Teletravail wirklich stärken will, langfristig etablieren, dann muss man den Betrieben auch die nötige Beratung zur Seite stellen, für sich können in den rapid changierenden digitalen Kontext anzupassen. Für das Cyberresilienz zu garantieren, brauchen die IT-Infrastruktur von den Betrieben und Institutionen adäquaten Schutz für DDoS-Attacken, eine effektive Mitigation von Bot-Attacken, ein gut Web-Application-Firewall und nach ein ganz Schritt weiter wird, wie wenn ich dir erzählen gebe, wir werden am Englisch kommen, weil leider gibt es dafür kein Lützeburger noch ganz viele Französisch oder Deutsch Äquivalente. All diese Sicherheitsmaßnahmen kosten heute des Tages viel Suchen. Gute Informatiker sind umkämpft, aber wir sollten den Sicherheitsaspekt an dieser Debatte nicht vernachlässigen. Herr Präsident, wir sind seit langem Verfechter vom Teletravail. Von daheim aus schaffen bietet nicht nur die schaffenden Leute Vorteile, man da möchte dem Staat auch langfristig Millionen und Investimenten an die Infrastruktur zu spüren. Manner Trafik auf den Straßen heisst mehr Leute daheim. Manner Trafik auf den Straßen heisst auch, dass die Leute, die aber nach mobil müssen sind, manner Zeit am Stau verbringen. Dummer da andere mehr Zeit für ihre Familie. Am Homeoffice sind wir ja viel mehr kurz. Go während der Covid-19-Krise ganz häufig den Gag auf Facebook gemacht, dass den Dallo vom Bett bis an das Büro just nach ein paar Minuten bereicht, anstatt eine Stunde. Ich meine, ich bin von uns, der ja auch ein bisschen am Homeoffice kommt, über die Videokonferenzen profitieren, hat die Erfahrung gemerkt, dass es von der Schmiermäues bis hin auf das Büro viel mehr sehr ging, und viel mehr Stau war, wie üblich. Verschiedene haben mir dann noch matt auf das Bürobrot. Auch das ist besser, wenn sie das daheim machen, wie wenn sie das am Auto machen und nur noch ein Accident produzieren. Wir müssen aber natürlich auch die Leute denken, die nicht vom Teletravail profitieren können. Für diese Leute sollte man eine Abwertung von ihrem Beruf hier gesehen. Sie haben das am Bootssektor, am Bau oder an allen anderen Berufen, wo die Anerkennung bis so fehlt. Herr Präsident, wir begrüßen, dass heute über den Teletravail geschwärzt wird. Wir wünschen also endlich ein entsprechendes Gesetz. Darüber hinaus muss man endlich einen Kredit am Po aufhören, den den Homeworker erlaubt, sich adäquat daheim zu equipieren. Der Kollege Marc Baum hat für Druck gesagt, es darf nicht vom Abkommen abhängig sein, ob ich mir da die nötige Internetleitung leisten kann, für
mat ze machen. Et darf auch nicht sinn, dat man iwwer die aktuell steuerlech Incentives déi Leute belohnen, die e grost Haus hunn, wo ich mein Büro doheim, en egene Raum, wo ich einfach kann noweisen, dat stehen zu 90% fir den Homeoffice benutzen, an dofir iwwer Frais d'Obtention fir den Kabinett de Travail à domicile kompliziert, wo d Konstruktion also fir den Homeoffice können aufzusetzen. Weil die an engem Appartement an engem Studio wohnen, wo den Kichen dech e Bemol zum Büro gëtt, die sech op engem Kichestuhl mussssen de ganzen Tag sitzen, fir am Büro zu schaffen. Die können vu manner steuerlichen Opportunitäten profitieren wie den a bessere Konditionen sich kann den Homeoffice errichten. Dat darf an Eisen net sinn. Wir müssen do die neidech fiskalisch Utie präparieren an Platz setzen, fir dat Schiederin kann ergonomisch am Homeoffice schaffen, dat den sich richtig equipieren kann. An ich hoffe, dat man steuerlich net nimmen denen helfen, die genug Platz für ein dediierte Büro hun, mir als Salarié den se stehen muss equipieren. Und dafür, Herr Präsident, überrechen ich auch eine Motion. Merci. Die genau das fordert, und ich sage nicht merci. Ganz gut. Merci vielmals, Herr Klemmer. Die Regierung wird fort für den Arbeitsminister Dan Tersch.